Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Das hier ist unser Mini-Journal und heute möchten wir gerne die Vorderseite machen. Etwas wollte ich euch noch gerade schnell zeigen. Und zwar habe ich ja gemeint, dass wir da die silbrigen Gummifäden haben, um die Signaturen drin anzubinden. Und dann brauchen wir unbedingt noch irgendetwas Silbriges dazu. Und da sind mir die hier angegumpelt. Und ich finde, die passen hervorragend zu diesen silbrigen Dinger. Da zum Beispiel sieht es auch ganz toll aus. Jawohl, das wollte ich euch noch schnell zeigen, dass ich die noch gefunden habe und dass die da so super gut drin passen. Und jetzt haben wir unser silbriges Element. Gut, Vorderseite dekorieren. Ich habe mir da schon ein bisschen etwas parat gemacht. Und zwar so ein bisschen Bändeli und irgendwelches Spitzengeschmäus und ein bisschen Stöffli und so. Und dann auch noch irgendwie etwas vorne drauf wette. Aha, das ist gar nicht vorne, das ist hinten. Das ist vorne. Irgendein Bildchen. Irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Irgendetwas in dieser Art. Vielleicht ein Blümchen oder da hätten wir noch Libellen. Wäre auch noch so eine Idee gewesen. Oder ein Kleberli. Ich weiß noch nicht. Irgendein Bild möchte ich gerne in der Mitte noch haben. So ist es. Oder würde ich sagen, Achtung, fertig, los. Wir starten schon mal rein. Ich habe mir vorgestellt, man könnte irgendwas mit so einer Gase machen, wo ich das so ein bisschen mit Stempelfarbe eingefärbt habe. Das heisst, mit diesen Gasen tue ich immer meine Silikonstempel ein bisschen abputzen. Und dann gibt das so schön eingefärbte Stöffel, die man gerade so schön weiterverwenden kann für irgendein so ein Projekt. So. Oder so. Nein, so. So, da kann man dann noch ein bisschen abschneiden, wenn man will. So, weißt du, irgendwie so habe ich mir das vorgestellt. Oder dann irgendwie noch so eins. Oder da habe ich noch ein Mäschchen. Oh, schau mal, wie herzig. Oh, das gefällt mir extrem gut. Warte jetzt. Aber vielleicht nicht mit dem Füchsli. Oder schon. Oder brauchen wir noch mehr Stoff? Da hätten wir noch so eins. Oder das so. Nein, das ist nicht so hübsch. Das Mäschchen kommt nachher oben drauf. Das habe ich irgendwo abgeschnitten. Irgendwo ist das dran gehangen. Keine Ahnung mehr wo. So, da hätten wir natürlich ein Vögel mit Röseli. Oh, das würde jetzt natürlich gerade extrem gut passen. Aber mir haben eben die hier auch noch so gut gefallen. Warte, jetzt probieren wir das mal aus. Vielleicht ein Specht. Der Flamingo, der würde zwar von der Farbe noch gut passen, aber nie irgendwie bin ich da nicht so Fan gerade. Vor allem, weil der so gross ist. So. Wenn jetzt der so ein Baum wäre. Nein, aber so ist er ein bisschen komisch, nicht? Nein, irgendwie gefällt mir der nicht. Der nicht. Und ja, nein, der Flamingo ist irgendwie komisch. He?
Das ist irgendwie komisch. Und die Blume, jetzt hier nochmal die untere, die wäre ein bisschen langweilig, die müssen wir einfach irgendwie wie zusätzlich noch. Oder dann irgendwo halt dann da, da oben natürlich, das könnte man auch machen. Ich nehme dann nachher die noch raus. Die Blumen, die könnte man zusätzlich noch. So. Oder da drauf. Nein? Ist es jetzt so oder so? Keine Ahnung. So, eigentlich. Und jetzt da drunter wäre, geht sie noch ein bisschen unter. Oder da. Weiß nicht. Hey, aber das da hat mir jetzt gerade irgendwie mega gut gefallen. So. Nein, das wollte ich auch noch. Oder das oben. So. Einfach so. Irgendwie passt mir die Blume nicht. Nö. Vielleicht dann für innen drin. Aber jetzt könnten wir doch die noch ausprobieren. Und sonst können wir die auch für innen drin als Dekoration brauchen. Oder für auf ein Kärtchen. Das wird natürlich nicht fortgeschossen, wenn es nicht passt. So. Also zeig mal. Oh, das wäre jetzt aber auch noch recht herzig. Aber ja, so ein Käfer da vorne drauf, irgendwie fühle ich das gerade nicht wirklich. Ich habe das Gefühl, ich brauche da die Vögel. Die finde ich jetzt genial. Also ich habe da eine jenste andere so Kleberli. Das ist jetzt wirklich nur gerade das, was gerade so zuoberst war. Da hatten wir noch einen Vogel. Oh. Der Stil sieht einfach, finde ich recht cool. Jetzt aber mal, der passt jetzt einfach irgendwie gerade mega gut da. Nicht wirklich so. Ja, das ist ein bisschen langweilig. So. Wäre auch schön, hä? Das Mäscheli. Passt jetzt gerade nicht mehr. Und das Häschen. Auch süß. Wäre jetzt gerade sehr österlich gewesen, oder wie sagt man denn? Ja, sonst habe ich da einfach noch so Briefmarkenzeug, aber ich glaube, das ist dann so ein bisschen langweilig. Auch hübsch, passt auch alles irgendwie völlig zusammen, aber ich bin jetzt gerade komplett bei diesen Vögeln. So, halt. So, das schneiden wir noch zurecht. Und dann kommt das Mäscheli her. So. Hey, das ist jetzt irgendwie mega schnell gegangen. Finde ich mega cool. Ich habe gedacht, ich bin dann hier wieder ewig lang am Figuretteln, aber das hat ja jetzt gerade super gepasst.
Dann probieren wir doch das hier mal ein bisschen aufzuleimen. Ich nehme jetzt auch den Tacky Glue, weil ich wette, weil das vorne drauf ist, dass das wirklich bombenfest hebt. So, das da irgendwie drauf. Nein, da. So, ich klebe auch extra nicht bis ganz am Rand raus, weil ich ja will, dass das so ein bisschen absteht. So. Und was haben wir jetzt gesagt? Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. So. So und so. Das noch abschneiden. Ein bisschen ausfranseln. Wie war es jetzt da? Jetzt habe ich es vergessen. Das nochmal her tun. Nein, irgendwie so. So. Jetzt denkt es mir aber, ist es irgendwie oben ein bisschen. Vielleicht müssen wir das oben her tun. Wenn unten schon das Spitzenbändchen ist, muss das vielleicht oben her. Ah ja. Ja, viel besser. He? Viel besser. So, jetzt muss ich mir das nur merken. Ich glaube, ich mache jetzt hier den Leim dran. Ui, da ist ein bisschen viel gekommen. Was macht denn ein Bändel da? So. Also, das hier oben. So. Und das hier unten. Und das hier gleich auch noch ein bisschen ankleben, damit es da den hebt. So. Und dann haben wir schon wieder so eins. Hei, gang doch weg jetzt. So. Prima, jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, ob das Kleberli da irgend auf eine Geissart drauf klebt. Wahrscheinlich auch nicht. Also machen wir hier einfach auch noch ein bisschen Tacky Glue dran. So. Drauf mit dir. Inken hätte man es noch können, aber ich glaube, das hat eh nicht so viel genützt, weil das so eine glatte Oberfläche hat. Dann hat es das wahrscheinlich nicht so gut angenommen. Aber ich weiß es nicht. Hat man natürlich jetzt alles ein bisschen noch können. So, und das weiss jetzt ehrlich gesagt nicht, wie gut, dass ihr das eben auch auf dem Kleberli habt. So. Also denke ich, müssen wir das einfach auch möglichst gut überall ankleben. So.
dass das wirklich hier auf dem Stoff drauf klebt. Und nicht nur hier auf dem Kleberli. So, oh mega herzig. Irgendwie hat das Ganze ein bisschen rauf müssen, gell? Darum, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier noch irgendetwas machen. Irgendetwas muss hier rauf noch. Ja. Nein, das ist too much. Aber da haben wir noch so ein herziges Stofffetzli. So, einfach so als Cluster. Da aber noch mit irgendwas. Das könnte man anpostitschen. Aber jetzt, wenn man so ganz ein kleines Blümchen hat. Oder so. Oder da so ein Gels. Hallo, wo ist der Anfang? Da ja, vielleicht. So. Wieder so. So, das möchte ich hier oben anpostitschen. Postitsch, juhu! So. So, wenn wir das Kreuzchen machen. Ui. Nope. Der hat es nicht richtig nehmen. Das war dann irgendwie ein bisschen zu dick. Soll ich es nochmal probieren oder soll ich es sein? Ich will da auch nicht alles verlöchern. Ich glaube, wir lassen es. So ist doch gut. So. Oh, ich finde das hübsch. Das gefällt mir. Jetzt habe ich gedacht, wenn wir schon da die ganzen Bändeli-Sachen davor haben, dann könnten wir doch da an gewissen Orten noch ein bisschen Bändeli hermachen. Irgendwie. So. So was da. Einfach so ein bisschen schöne Rändchen machen. So, genau. Oh ja, sehr herzig. Da habe ich noch so ein Selbst. Oh, das ist einfach so ein schönes Bändeli. Das ist ein Kleberli-Bändeli. Also wie soll ich das sagen? Das ist so zum Aufkleben. Aber es ist aus Stoff. Also ja, man kann ja nicht sagen stoffiges Washi-Tape. Ich weiss eigentlich auch nicht, was das ist. Genau. Das habe ich einmal an der Ostern gefunden. In der Migros, so als Dekomaterial. Also ich glaube es, in der Migros bin ich nicht ganz sicher. Und nachher nie mehr. Einfach so ein Röllchen. Und das ist jetzt noch der Rest davon. Das ist mega schade. So, das ist so schön. So mega hübsch. Komm, machen wir hier auch noch gerade so eins her. Jetzt habe ich immer ein bisschen gespart mit dem. Aber irgendwann muss man es halt brauchen.
man kann es ja auch nicht immer nur sparen. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Das gerade aufzukleben. Komm, es klebt an meinem Finger. So. Oh, jetzt noch ein bisschen krumm da oben. Ja, no. Oh, dafür ist es extrem herzig. Oh mein Gott. Ich kann mich fast nicht mehr heben. So, den Rest sparen wir noch. So, oh, jetzt hier haben wir natürlich noch von dem blauen. Wo kommt das? Wir könnten hier hinten natürlich auch noch irgend so etwas Hübsches jetzt machen. Das muss ja nicht heissen, dass nur vorne hübsch muss sein. Darf doch hinten auch hübsch sein. Oh ja, komm. Wie lang ist es? So, was da? So, möchte ich es drauf haben. So. Gut. Und dann das. Und so. Müssen wir da noch ein bisschen mehr. Könnten wir. Und dann will ich das oben und da will ich auch noch ein bisschen. So. Oh ja. Ja, nicht so viel. So, da haben wir jetzt vorher zu viel reingeglitzt. Wir können noch ein bisschen wieder vorkommen. So. Ja. Das ist gut. Und dann haben wir gesagt, das da. Da machen wir auch wieder ein bisschen Leim dran. Dass es auch wirklich hebt in der Hoffnung. He? Da. Und das Bändchen kommt einfach so drüber rein. So, nicht ganz in der Mitte, ein bisschen unten vom Kleben. So. Oh ja. Oh, das ist herzig. Ach, wie süß. Ja, doch, ich finde es gut. Mir gefällt das. Ich finde jetzt auch das, wo ich zuerst im ersten Moment dachte, oh, das ist viel zu dunkel, passt mega gut zu diesem Rändchen. Und weil es ja nur ein ganz dünnes Rändchen jetzt mehr geworden ist, finde ich, passt das alles super zusammen. Und davor hatten wir das Vögel und ein kleines Cluster. Und ich finde, das braucht nicht einmal etwas da oben. Das ist einfach gerade gut so.
So, aha, jetzt haben wir noch Bändchen am Rand, ein Rändchen reingemacht. Jetzt können wir auf dieser Seite, also hier und jetzt auf der Hinterseite noch. Könnten wir doch auch noch ein paar. Dann nehmen wir doch auch gerade mal noch so eins hier. Die sehen immer gut aus. Zack. Und dürfen von mir aus hier auch ein bisschen drüber rauskommen. Dann haben wir nämlich hier auch noch gerade ein schönes Rändchen. Sehr schnussig. Dann machen wir doch hier innen noch eins. Was könnten wir denn hier? Da wird jetzt noch so ein blaues. Ups. So, oh ja, süß. Das ist herzig. Und dann machen wir doch hier auch noch einmal so ein blaues. Oder wenn wir auch noch ein gelbes, das könnte man natürlich auch. Oh ja, komm. Das ist schon hübsch. Jetzt lang. So. Oh, da oben sind wir ein bisschen rumgekommen. So, das ist besser. Und dann schneiden wir auch noch ab. Prima. So, da könnten wir doch hier noch. Machen wir noch ein blaues und dann noch so eins hier. Wo haben wir noch so eins? Würde es da herkommen? Herpassen noch. Ja, ich glaube schon. Das ganze Geheu immer, das noch rumfliegt, einmal. So, und dann machen wir das dann extra auch ein bisschen, dass das noch ein bisschen absteht. Also absteht, so drüber aus steht, meine ich. So, da die einzelnen Eckchen sollen ein bisschen drüber rauskommen.
so. Oh ja, sehr hübsch. Doch, das gefällt mir. Da ist es. Das sieht doch super aus. Und auf dieser Seite hätten wir da. Und die Bändchen hier. Oh ja, sehr schnussig. Sehr, sehr schnussig. Da könnten wir eigentlich noch etwas machen. Da könnten wir doch eigentlich auch noch so eins machen. Das würde mir jetzt also gerade passen. Ja. Dann kommt das zu fest über die Türen rein. Dann müssen wir es halt ein bisschen mehr überstehen. Ich glaube, das kommt gut. So. Zack. So, oh ja. Ja, jetzt steht es ein bisschen viel vor. Aber das macht nichts. Also ich meine jetzt einfach im Gegensatz zu dem. So, oh ja. Ja, das ist doch herzig. Ah, ich finde es schön. Es wird immer schöner. Es wird immer schöner. Wir brauchen dann noch ein paar Kärtchen für drin. Ich glaube, das machen wir dann beim nächsten Mal. Und vielleicht noch ein kleines bisschen Deko, irgendwas mit ein bisschen Schablonen oder ein paar Kleberchen oder Stempel drin. Hey, und dann ist unser schnussiges Mini-Journal auch schon fertig. Das ist ein super herziges Projekt, finde ich. Und es hat mich mega gefreut, mit euch das heute zusammen die Vorder- und Rückseite zu basteln. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!